Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Ich sehe schon einige Fächer. Ich glaube, Gott hat heute was Spezielles vor mit dir und mir, weil wir haben eine spezielle Geschichte. Manchmal trifft man Menschen, wo man von Anfang an merkt, da ist was anderes. So eine Begegnung hatte ich mit Annelies, mit der ich heute das Gespräch führen werde, als sie letztens ins Office kam. Das Ganze ist so passiert, dass Matthias, unser Leadpastor, einen Workshop online gegeben hat im Rahmen der Church Training Week. Wir machen ja als Movement immer wieder solche Training Weeks. Und dort hat er Peter, Annelies Mann und Annelies kennengelernt online und hat gesagt, hey, kommt doch einfach mal vorbei. Und plötzlich standen sie bei uns im Büro oben und ich habe dann so Annelies die Hand hingestreckt und habe sie so angeguckt und dann war ich eine Sekunde überfordert und dann hat sie mich umarmt. Und da habe ich gemerkt, was für eine Freude in ihrem Herzen ist. Und das hat mich fasziniert, weil sie ist offensichtlich eingeschränkt. Sie hat nicht die gleichen Voraussetzungen wie ich. Und ich habe so viele Menschen getroffen, die ganz anders mit Einschränkungen umgehen. Und da habe ich sie gesehen und habe die Lebensfreude in ihren Augen gesehen, die sie jedem Mensch bedingungslos entgegenbringt. Und das hat mich fasziniert und das hat uns dazu bewogen zu sagen, lass uns mal ein Gespräch führen, weil mich interessiert das, wie das gekommen ist. Herzlich willkommen, Annelies Schneller. Danke, Daniel. Bitte nimm doch Platz. Oh. Wir haben dich gerade im Einsatz gesehen, du bist Lehrerin, man sieht das. Deine Hände schreiben schöner als meine Hände. Das ist unglaublich. Ja. Ich bin immer ein bisschen nervös, wenn ich auf der Bühne irgendwo hinschreiben muss und schaue dir zu und denke mir, wie geht das? Also damit erratest du auch meinen Beruf. Ganz genau. Eben. Ich war ja Lehrerin, das hat man vielleicht gesehen. Du hast lange üben dürfen. Ja, genau. Hey, wir fangen ganz vorne an. Ja. Du bist so zur Welt gekommen. Ja. Nimm uns mal mit in diese Situation. Es war ein echter Schock für meine Eltern. Kannst du dir vorstellen, einfach das erste Kind mit dieser Behinderung, damals 1951 keine Prädiagnostik, man hat keine Ahnung gehabt, was auf die Welt kommt. Und meine Mutter hat wirklich sehr gehadert mit dem Schicksal. Gott, warum? Warum wir? Was haben wir falsch gemacht? Sie hat so viel geweint, sogar mein Vater. Er hat gedacht, als Lehrer, ja, wird sie überhaupt jemals in die Schule kommen können? In dieses Weinen, in diese Tränen hinein, hat aber meine Großmama einfach ganz anders hineingesprochen. Sie hat am 3. Tag in mein Büchlein, wo man später die Fotos geklebt hat, hat sie geschrieben, und Gott wird dich und deine Familie begleiten mit seinem Segen. Und jetzt kommt das, was wir gesungen haben. Und wir alle werden einmal den Himmel offen sehen über diesen kleinen Händen. Man kann das eigentlich, das wäre eine kleine Prophetie. Weg vom Schmerz in das, was Gott vorhat. Jetzt bist du ja größer geworden. Irgendwann hast du selbst wahrgenommen, dass du die Dinge vielleicht nicht so tun kannst, wie andere das tun können. Absolut. Erzähl mal, wie hat sich das angefühlt? Was sind vielleicht die ersten Erinnerungen? Ja, also, gell, Matthias, du bist auch mit mir, der Kleine da vorne. Du siehst, ich halte alles mit beiden Händen, wie ein Eichhörnli, gell? Wie ein Eichhörnli, ein Nüssli. Aber ich wollte schon vor dem Kindergarten Schuhe binden können. Und das war so eine, Entschuldigung, na doch. Da seht ihr mich noch, wie ich meinen Geschwistern helfe. Ich habe gern mitgeholfen. Im Engadin
heiß, wahrscheinlich nicht so heiß wie bei uns jetzt hier. Ich habe bei meinem Großvater zu Hause, meinem Urgroßvater, also Großvater, einen Bären gefunden von meinem Urgroßvater und habe als 4-jähriges Kind dann einfach probiert, einen Schuhbändel um den Bauch zu binden. Und ich habe einfach probiert. Und dann, ja, wie soll ich das halten? Und ich habe einfach noch einmal probiert und noch einmal probiert. Ich denke, wir geben manchmal so schnell auf. Und ich habe gelernt, schon mit diesem Schuhebinden nicht so schnell aufgeben. Und ich heiße zwar schneller, manchmal geht halt etwas langsamer, aber... Es ist eindrücklich zu sehen, wie du die Hürden überwunden hast und dein Leben proaktiv und geduldig in Angriff genommen hast. Wie war das später, als du älter wurdest? Weil, ich sag mal, als Kind, das ist ja das eine, ich habe selbst Kinder, die sind im Kleinkindalter, mein Ältester ist jetzt 8, meine Kleinste ist 3 und ich merke, die Herausforderung, die verändert sich ja. Weil plötzlich hast du auch die ganze mentale Geschichte, du hast auch plötzlich das Thema Zugehörigkeit, vielleicht Wünsche und Träume, die kommen. Wie hat sich das verändert, als du älter geworden bist? Ich brauche das erste Bild wieder. In der 1. Klasse, können wir zurückgehen, Entschuldigung, war ich mir zum ersten Mal bewusst, dass ich anders bin. Und das tut manchmal auch weh, weil ich wurde bei Ballspielen natürlich ausgeschlossen. Man will gewinnen. Da wurde ich als Letzte gewählt, auch im Sport. Und das tut einfach weh, diese Ablehnung, nicht bewusst von den Kindern, aber es tut einfach weh, weil ja, ich möchte dazugehören. Und das kann ich nicht überall. Ich habe es ja gemerkt, in der Handarbeit, ich habe zwar stricken gelernt, in der Mathematik war ich sicher benachteiligt, im Vierersystem. Mein Mann macht heute noch Witze. Was mir aber besonders weh gemacht hat, dass ich kein Instrument spielen konnte. Ich bin in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Mein Vater Geige, meine Mutter Klavier, alle Geschwister auch von Trompete über Klavier, Geige, alles. Ja, aber was will ich spielen? Ich habe dann gelernt, Mundharmonika zu spielen. Und das ist toll. Alles mit irgendwelcher Fantasie, mit dem Mund. Da ist mein Bruder. Ich habe gemerkt, das Miteinandersein in der Familie tut mir gut. Auch wenn wir Hauskonzerte hatten, ich war wenigstens dabei. Ich habe versucht, einen Smiley aufzusetzen, aber innerlich hat es geweint. Es tut weh, nicht voll dazu gehören zu dürfen. Verstehst du das? Ja? Ich denke, es wurden dann noch viel schwierigere Momente in der Pubertät, also als junge Erwachsene. Da habe ich gemerkt, dass so Gedanken kommen. Die anderen Freundinnen gingen in Tanzkurse. Ja, nein, wer will schon mit einem Mädchen tanzen ohne Hände, ohne richtige Hände?
ich habe mir auch Gedanken gemacht, werde ich jemals heiraten dürfen? Und das Schmerzhafte trage ich gerade hier. Ich trage diese Kette sonst nie. Aber ich habe sie heute getragen, weil ich diese Geschichte unglaublich finde. Vor Jahren hätte ich sie noch nicht tragen können. Zu fest hat es geschmerzt. Jeden Geburtstag, jede Weihnachten haben meine Geschwister, meine Schwestern, Silberbesteck bekommen. Das ist so ein alter Zopf, Entschuldigung, wenn ihr mich nicht versteht. Aber früher hat man den Mädchen eine Aussteuer geschenkt mit eben Silberbesteck. Eine Gabel, ein Messer, ein Löffel aus Silber. Ja, und ich? Man hat doch angenommen, dass ich nicht heiraten werde. Da habe ich diese kleinen Edelsteine bekommen von meiner Patin. Sie hat es dann später zusammengehängt zu dieser Kette. Ich hätte dankbar sein sollen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe diese kleinen Päcklein, die sie mir geschenkt hat, genommen und im Kasten versteckt. Zuunterst in die Unterwäsche. Ich wollte sie nicht sehen. Es hat einfach geschmerzt. Es klingt blöd. So eine Kleinigkeit, aber es ist so. Ich habe diese Kette auch versteckt. Und viel später als Erwachsene habe ich gebetet mit einer Freundin. Es ging um innere Heilung, was Gott noch tiefer heilen möchte. Wir haben gebetet und dann kommt plötzlich das Bild von dieser Kette. Und dann ist der Damm gebrochen. Es hat einfach nur noch geweint. Geweint, geweint, geweint. Meine Freundin konnte nichts tun, als mich einfach halten. Ich glaube, wenn der Schmerz so kommt, kannst du nichts anderes tun. Einfach nahe sein, heilen, durch die Nähe, durch die Gegenwart. Und so hat Gott begonnen, auch diese tiefe Wunde zu heilen. Ja? Es ging weiter. Ich wurde von Freundinnen eingeladen an den Lago Maggiore. Ich war im Lehrerseminar und dort habe ich zum ersten Mal wirklich Menschen gesehen, die die Bibel so ernst genommen haben. Ja, ich habe oft auch mit der Bibel gerechnet, aber ich habe sie noch nicht studiert, wie diese Studierenden aus der ganzen Schweiz. Ich ging mit gemischten Gefühlen. Was soll ich dort? Ich kann weder richtig Boote fahren, noch kann ich richtig Volleyball spielen, das tut weh, aber ich bin dort. Du glaubst nicht, was passiert ist an diesem Ostersonntag 1971. Wir haben ein Stück Brot geteilt, Traubensaft getrunken, das Abendmahl genommen an diesem Ostersonntag
vor diesem Kreuz. Und plötzlich ist einfach das so klar geworden, kristallklar. Was hast du, Jesus, an diesem Kreuz, da ist es ja, an diesem Kreuz für mich, Annelies Schneller, getan? Was du gelitten hast. Ich konnte nicht anders als einfach an den See rennen und weinen, heulen. Das erste Mal habe ich auch zugelassen, dass eine Freundin dabei war. Sonst habe ich ja oft einfach nur den Smiley aufgesteckt und innerlich geweint. Aber dort war es klar. Jesus, es tut mir so leid, dass ich dir manchmal so davongerannt bin. Es tut mir so leid, dass ich dich gar noch nicht richtig in mein Leben gelassen habe, zutiefst in mein Leben. Nicht nur oberflächlich. Und es tut mir auch leid für die Sachen, die ich offensichtlich nicht richtig gemacht habe. Du kannst es vergeben. Du kannst es vergeben. Die Schuld ist bei dir am Kreuz. Ich kann deshalb frei sein. Das ist mir dort so richtig eingefahren. Dieser Lago Maggiore hat es in sich. Ja, aber rein äußerlich ging es mir gar nicht mehr so gut. Ich hatte, seit ich eigentlich 16 war, immer wieder komische Gelenkschmerzen, geschwollene Knie. Ich habe dem gesagt, Ballonknie. Solche Knie hatte ich, Matthias. Gelenkschmerzen überall, wo man Gelenke hat. Nasenbluten, kreisrunde Glatze. Die Ärzte haben es noch nicht einordnen können. Aber man hat angenommen, dass etwas nicht stimmt. Immer wieder diese großen Fieberschübe. 3 Wochen nach diesem wunderbaren Erlebnis mit Jesus am Lago Maggiore musste ich ins Spital. Und es waren lange, lange Monate. Monate, in denen ich nicht verstanden habe, warum. Gott, ich habe dir Danke gesagt für meine Hände. Ich habe mich damit abgefunden, dass du auch aus Schwierigem etwas Gutes machen kannst. Aber jetzt das. Ja, ich war selbst nicht mehr fähig zu beten. Ich war so beduselt mit Medikamenten, aber auch durch Schmerzen. Und musste einfach langsam, aber sicher einsehen, dass ich keine großen Chancen mehr habe zu leben. Ich war doch erst 20. Gott, was stellst du dir vor? Ich möchte leben. Und meine Großmama, wie immer, sie hat ganze Gruppen organisiert.
Sie hat einfach gesagt, wir geben nicht auf. Gott kann immer noch Wunder tun. Ich lag quasi auf dem Totenbett. Lupus erythematodes, eine Autoimmunkrankheit. Es gibt noch heute viele, die daran sterben. Aber Du nicht? gib mir mal deine Hand. Ja. Es ist unglaublich. Ich darf leben. Ich hatte alle inneren Organe kaputt. Ich war auf 42 Kilogramm abgemagert. Ein Strich. Und auf diesem Spitalbett habe ich mir auch überlegt, ja, was kommt jetzt? Entschuldigung, meine Nase läuft. Was kommt jetzt? Wo gehe ich hin? Was ist das Nächste? Herr, ich möchte leben. Jetzt, wo ich dir mein Leben voll in die Hand gegeben habe, ich möchte leben. Und da sind so Gedanken gekommen. Ja, du gehst ja auch nicht einfach ins Kino für den Vorfilm. Also, das Leben jetzt, wie der Vorfilm. Und du meinst immer, es sei alles. Aber das wirklich zählt, das Eigentliche, das kommt noch. Die Ewigkeit. Und manchmal vergesse ich das immer wieder, auch jetzt, wo ich so gesund bin. Aber es hat mir den Boden gegeben. Weißt du, mal so tief zu fallen, so keine Chance mehr zu haben, mit so viel Schmerzen zu sein. Der Professor hat mich aufgegeben, hat meinen Eltern geschrieben, ihr müsst euch aufs Schlimmste gefasst machen. Ja. Aber ich weiß, was nachher kommt. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auf dieses ewige Leben, trotz allem. Jesus, danke. Entschuldigung, gell? Wenn ich mir überlege, wie du dich damals, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst durchgemacht hat, was ein Mensch fühlt in so einer Situation, und sehe heute so einen fröhlichen Menschen. Ich kenne die Bibelstellen ungefähr, die du da hingeschrieben hast, aber warum bist du heute so fröhlich, so glücklich? Wie hat sich das entwickelt von diesem Bild, was wir hier sehen, zu dieser Frau, die jetzt vor uns sitzt? Also, ein Grund, der sitzt da vorne. Stellt euch vor, ich habe ja nie gedacht, dass ich auch heiraten darf. Aber der Peter hat mich so genommen mit diesen kleinen Händen und der Krankheit, die jederzeit wieder ausbrechen könnte. Wir haben auch nie gewusst, ob wir jemals wieder Kinder haben, also jemals Kinder haben dürften. Weil mit so einer Krankheit, Kinderwunsch, schwierig. Aber auch das Wunder durften wir erleben, sogar doppelt. Chris Halleluja. Und Andrina, ja, da sind sie in Großvaters Wägeli. Das ist eine große Freude, überhaupt einfach engagiert zu sein mit Kindern. Ich muss ehrlich sagen, mein Beruf als Lehrerin, ich habe auch Aufnahmeklassen gegeben, Flüchtlingsklassen, das war so besonders. Diese Lebensfreude, die mit Kindern kommt. Aber natürlich auch
Und das ist das Schönste, dass wir in Gemeinschaft leben. Gell? Dass wir nicht allein, aha, ja, das war eine meiner Flüchtlingsklassen. Ich denke, als Lehrerin erlebe ich das hautnah. Einfach diese Freude, diese leuchtenden Augen der Schüler, die zurückkommen, wenn es halt mal spannend wird, wenn es mal anders läuft als normal. Ich komme rein und schreibe halt alles mit beiden Händen. Ja. Ich möchte nochmals kurz zurückgehen. Etwas, was mir im Kopf bleibt, sind diese Momente, wo du gesagt hast, du hast dich nicht zugehörig gefühlt. Ja. Was hast du mit den Situationen gemacht, jetzt für Menschen, die heute hier sind und das auch hier und da mal erleben oder vielleicht konstant erleben? Was hat dir da geholfen, da rauszufinden aus diesen Emotionen? Also ich denke, den Schmerz auch zulassen, auch mal vor Gott heulen, mal nicht alles da drinnen behalten. Es tut weh. Es gibt Sachen, die einfach weh machen. Und dann natürlich einer Freundin davon sagen, auch mit meinem Mann Gemeinschaft haben, nicht alles da verborgen lassen. Ja. Was mich fasziniert ist, generell als Pastor fällt mir auf, es ist so eine Kunst als Mensch, diesen Blick von sich selbst wegzuführen hin auf andere. Ganz das ist aber genau. etwas, wo Jesus uns ganz klar Ja. aufgefordert hat, unser Leben hinzugeben für andere. Genau. Ich kann mir vorstellen, gerade wenn man eine Geschichte hat, wie du sie hast, du musstest viel auch für dich selbst kämpfen. Speziell, du beeindruckst mich, weil ich kenne etwas die Projekte, aber die Menschen kennen sie noch nicht, die ihr beide gegründet habt, was ihr alles getan habt für Menschen. Nimm uns doch mal mit, was Gott euch letzten Endes auch anvertraut hat und wozu ihr auch Ja gesagt habt. Sie habt jetzt Menschen gesehen, die uns sehr am Herzen liegen. Wir haben auch ein offenes Haus, wir leben in einer WG. Menschen, die anders sind. Ich bin anders, Freunde um uns herum sind anders. Und jetzt gerade hier sieht man einer, der im Krieg also vor allem die Beine verloren hat und trotzdem den Humor nicht verloren hat. Das finde ich so schön mit Ferhat. Der Assistent kitzelt ihn an der Prothese und er schallt, er lacht einfach. Habt ihr das gesehen? Ja. Also ich sitze davor, man sieht ja die Bilder gar nicht. Doch, doch. Sieht man es? Okay. Ja. Wir haben kleine Projekte. Ah ja, da ist mein Spätin. Oh. Spätin liegt verletzt durch den Krieg. Seine Frau ist blind, man sieht es hier nicht auf dem Bild, aber das sind Herausforderungen. Was ich habe, das ist gar keine Herausforderung. Also schon ein bisschen, aber nicht so stark. Für sie Tropfen der Ermutigung zu geben, den Schmerz mittragen. Ja. In Peru haben wir diese Projekte und es geht immer wieder um Ermutigung, Tropfen der Ermutigung. Ja. Ich glaube, dort, wo ich
eine Wunde habe, tief verletzt wurde, dass daraus auch Autorität wachsen kann. Daraus kann etwas Besonderes wachsen. Wir lieben es nicht, aber es ist so. Das gibt einen starken Boden, ein Fundament, oder? Und das merke ich überall, dass Vicky und Ricardo ihr Leben lang im Rollstuhl, aber Vorreiter, sie haben so viel verändert in Peru. Auch durch ihren Glauben. Das ist das Tolle. Ja. Das Wichtigste aber ist für mich immer da zu sein, wenn Menschen zu mir kommen und ich für sie beten darf. Das ist Lire. Sie ist aus Venezuela geflüchtet. Und ihre Mutter war verschollen. Man fand sie einfach nicht. Und hier weint sie in meinen Armen und ich darf für sie beten. Ich denke, das ist das Allerwichtigste. Einfach anzapfen. Anzapfen bei Gott und ihm sagen, hey, du kannst mich innerlich heilen. Nur du schaffst das. Ja. Du siehst, die Zeit rennt. Ich habe einen Wunsch. Und zwar fände ich es schön, wenn du noch für uns beten könntest als Kirche. Ja. Weil es fasziniert mich. Ich finde, du hattest alles andere als einfache Voraussetzungen, in dieses Leben in Fülle hereinzukommen. Und doch schaue ich dich jetzt an und denke mir, wenn ich mal 75 bin und so eine Liebe ausstrahlen darf, wie du das tust, dann jubel ich. Halleluja. Danke vielmals. Danke. Wirklich. Halleluja. Wirklich. Halleluja. Und ich merke, das kommt nicht aus dir raus. Das Wirken Gottes ist offensichtlich. Danke, Jesus. Und darf ich dich bitten, für uns zu beten? Das, was du auf dem Herzen hast. Bevor wir dann in eine Gebetszeit eintauchen und Gott sprechen lassen. Ja. Jesus Christus, Gott Vater, Heiliger Geist, wir stehen da vor dir und geben dir unsere Leben. Auch alles Unaufgeräumte nochmals, alles Schmerzhafte, alles, was jetzt da noch so sitzt und wehtut. Wir legen es vor dir hin, vors Kreuz. Da fließt Heilung. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du was ist das? Hallo? Jetzt geht es wieder. Hallo? Aha. Ja, ich denke, das ist typisch. Jesus, danke, dass du dich nicht beeindrucken lässt durch die Technik. Du sprichst zu uns. Und ich bitte dich jetzt, dass du jedem Einzelnen das zusprichst, was er heute Morgen, an diesem 28. Juni, nötig hat. Du allein gibst Leben, Leben in der Fülle. Du allein kannst in deiner Tiefe heilen. Du allein. Wir vertrauen dir, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen, was mit uns passiert. Aber wir wissen, dass du ein Gott der Wunder bist. Dass du in meinem Leben so viele Wunder getan hast. Und ich bitte dich jetzt, komm, Heiliger Geist, geh durch die Reihen, berühre du, dort, wo wir Berührung brauchen. Unser Leben gehört dir.
voll und ganz. Mach auch mit diesem Schmerz, mit dieser Krankheit, was auch immer es ist, mach daraus etwas. Dir zur Ehre. Dir zur Ehre. Amen. Lass uns gerade in der Stimmung bleiben und hinhören, was Gott zu sagen hat. Beim Gebet haben wir uns angewöhnt, so oft zu sprechen. Lass uns mal Gott sprechen lassen. Lass uns mal einen Moment still sein und in diese Zeit der Anbetung reinzugehen. Ich bin überzeugt, Gott will heute Dinge tun in deinem und meinem Herzen. Lass uns ihm die Möglichkeit geben.